Was geht ab? Herzlich willkommen zurück auf dem besten Zweikanal von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich war bei Unsympathisch TV in seinem Adventskalender und zwar bei Wer hat den besten Style? Wir mussten uns umstylen zusammen mit Trimax, Paul Frege und Sascha. Und ich sag mal so, ich habe einigermaßen interessant abgeschnitten. Wir drehen heute eine Mischung aus Shopping Queen und Dress to Impress in Hamburg im Alsterhaus. Ey, das ist geisteskrank, ne? Der hat das gesamte Alsterhaus, das ist so wie der KaDeWe von Hamburg, gemietet, um dieses Video zu drehen. What the fuck? Wir sind hier komplett alleine nach Ladenschluss. Es ist irgendwie 21 Uhr und das Alsterhaus hat uns reingelassen, warum auch immer. Vielen Dank dafür. Und wir werden gleich 3 verschiedene Rubriken haben und nur 20 Minuten Zeit haben, um für diese Rubrik das beste Outfit für uns rauszusuchen. Und ich habe 20 Minuten in so einem Laden ist actually nicht so einfach, weil, wart ihr schon mal in so einem Luxusladen? Ich gehe da eigentlich nie hin, weil ich finde das Einkauferlebnis, ich feiere das nicht so. Dann hängt da ein Shirt so ganz alleine auf so einer riesen Stange und dann musst du das Shirt angucken und sagen, ja, dieses Shirt mag ich oder dieses Shirt mag ich nicht. Und wenn du es dann anprobieren willst, dann muss erst eins geholt werden und bla bla bla. Ist nicht so mein Vibe, deshalb finde ich es sehr, sehr schwer. Aber es hat natürlich Pieces, die man krass kombinieren kann, okay? Ich habe heute die beste Jury zusammengestellt, die man für so ein Format haben kann. Ich fange direkt an mit Person Nummer 1 und zwar kein geringerer als Marc Gebauer, Herrenausstatter. Marc haben wir natürlich da für die feine Mode, falls jemand in das Extravagante geht, da bist du nämlich der König. Ich hoffe, dass wir heute ein paar Transitions sehen. Das war eine Blamage für die Schweiz. Ey, ich sag nachher was dazu, okay? Weil ich habe, glaube ich, seit 2 Wochen niemand mehr mit einer Krawatte gesehen. Außer mich selber im Spiegel. Ich habe eine Krawatte angehabt beim Video für den Darts Creator Cup. Ich sag mal so. Gut, da glaube ich, wird heute niemand da sein, aber schön, dass du da bist. Okay. Machen wir weiter mit dem zweiten Jurymitglied und ich bin sehr froh, dass er spontanerweise noch zugesagt hat und zwar Viktor Braun. Wenn jemand Ahnung von Mode hat, dann ist es nämlich Viktor, der hat das Ganze nämlich studiert. Ey, ich habe Viktor zum ersten Mal da getroffen und ich folge dem schon seit 3, 4 Jahren auf Insta und feiere den voll. Ich finde, der macht das relativ geil alles. Ja. Aber sein Schnauzer ist krass, Digga. Guck mal. Der hat fast so viele Haare wie ich. Ich glaube, der hat sogar noch mehr Haare. Und sein Schnauzer ist auch krasser. Shit, Mann, ich habe verloren. Auch noch eine eigene Brand. Darauf freuen wir uns. Viktor, danke, dass du da bist. Dankeschön. Wichtig ist, du musst heute wirklich in das ehrliche Feedback gehen. Wenn jemand komplett dumm aussieht, gerne sagen. Und als letztes in der Jury haben wir noch jemanden da, der sich eher aus Hobbygründen, glaube ich, mit Mode beschäftigt. Das ist aber auch noch wichtig für das Format, und zwar Merle. Merle setzt sich natürlich auch mit Mode auseinander. Ja, hier, Merle, Perle, bla bla bla, bla bla bla. Die hat mich nur scheiße bewertet, ihr seht's nachher. So in einem Hobbybereich, du bist auch auf Scheiße, Instagram Mann. so modisch unterwegs, glaube ich. Und ich glaube, du wirst heute das Auge haben, vielleicht für die ein oder andere Kleinigkeit, die einer aufgefahren hat, was vielleicht Marc jetzt nicht unbedingt sieht. Kommen wir zu den Kandidaten. Und heute wird es wirklich schwer. Ich habe Kandidaten dabei, die das ganze Format, glaube ich, wirklich sehr ernst nehmen. Adi Toro. Mann, jetzt hat er schon wieder Adi Toro gesagt. Digga, Sascha, es reicht. Ich renn. Boah, shit, ich bin farbenblind. Jetzt habe ich ein Problem. Paul Frege. Ich sehe schon wieder aus wie ein Arschloch. Mode bedeutet Mut. Deswegen gönne ich mir jetzt mal was richtig Mutiges. Und als letzter Kandidat, jemand, der für Mode bekannt ist. Und zwar niemand Geringeres, ich weiß, das klingt verrückt, als Trimax. Ja! Das sieht aus wie ein Auto, wie geil. Digga, du lädst mich ein, die haben meine Hosengröße nicht, die haben meine Schuhgröße nicht. Warum machst du das? Ich glaube, ihr habt das Format verstanden. Max, hast du Bock? Eigentlich hast du mir gesagt, wir machen ein anderes Format. Jetzt muss ich hier ganz alleine durchs Einkaufszentrum laufen und hab keine Ahnung. Aber ich bin dabei. Vielleicht gewinne ich ja. Mal gucken. Und die erste Rubrik wird gleich verkündet. Bis gleich. Runde 1. Wir starten mit dem ersten Motto. Das Finde ich ein sehr geiles Format insgesamt, by the way. wird jetzt was ganz Besonderes. Also ihr müsst Hier, schön Chiago-Partei. Also ich gebe einen kleinen Spoiler. Das Outfit, was ich jetzt anhab, ist das Beste, was ich im ganzen Video anhaben werde. den Glamour-Faktor auspacken. Und zwar ein Look für die Fashion Week in der Front Row. Also in der ersten Reihe, wenn ihr da sitzt. Ein Look für die Fashion Week in der Front Row. Das müsst ihr euch merken. Fashion Week, Front Row. Und was denkt ihr da? Kanye West, Rapper, irgendwelche Models. Das ist so Front Row Fashion Week, okay? Packt da einen Look raus, 20 Minuten. Tschüssi. Zeit läuft, Mann. Fashion Week erste Reihe? Scheiße. Okay. Das Motto ist Fashion Week erste Reihe. Was ist für die erste Reihe das Wichtigste? Man muss richtig... Warte. Fashion Week Front Row. Shit. Ja, okay. Ich dachte, ich kann jetzt mit Bildern meine Argumente unterstützen, aber der hat so ein krass auffälliges Outfit an. Ja, okay, es haben schon viele Leute Anzüge und so. Shit, Mann. Egal, weiter. Flashen. Wir haben nur 20 Minuten. Das ist nichts.
Boah, ich laufe erstmal auf Sascha einfach hinterher. Darf ich deine Uhr haben, Marke, fürs Outfit? Ja. Ich wollte Marc fragen, ob ich seine Uhr haben kann, weil in der Fashion Week, da hast du so eine krasse Uhr an vorne. Aber Marc? Also die ist zu verkaufen. Also Ja. Eine Marke, wo ich. Marc wollte mir direkt eine Uhr für 400.000 verkaufen. Ja, habe ich gekauft. Die geht schon komplett nach vorne. Würde ich niemals selber tragen. Aber irgendwie ist es doch so Fashion Week, oder? Du trägst was du sonst nie trägst. Also ich wollte jetzt einfach, bevor ich runtergehe und mich umziehe, Digga, Frege. wollte ich mich einmal bedanken, Hat sich dass einfach ihr eingeschleimt. hier die Jury heute macht. Alle wahnsinnig sympathisch. Ich will mich hier nicht einschleimen oder so, aber ich gehe jetzt mal, ne? Tschüss! Der hat sich so eingeschleimt. haben, weil in der ersten Reihe bei der Fashion Week, da hat man so eine krasse Uhr. Und Marc wollte sie mir verkaufen, habe ich Nein gesagt. Marc, so nicht. Ist ja erstmal ein guter Ansatz, Marc zu fragen wegen der Uhr, oder? Weil dann ist eine Connection zu Marc da, man hat eine krasse Uhr, passt alles. Okay, was ist hier? Das muss aggressiv sein. Das muss völlig drüber sein. Scheiße, was ist denn hier? Okay. Ja, ich will irgendwas... Bin ich überhaupt in der Männerabteilung? Front Row Fashion Week, erste Reihe. Für mich, ich habe direkt so einen Basketballer im Kopf. Ja. Das hier ist es. Ich habe auch so, ich glaube, ich habe es ein bisschen falsch verstanden. Ich dachte so, Fashion Week Front Row ist so ballin und nicht so edel. Ich wusste nicht, dass es so glamorous ist. Checkt ihr, wie ich meine? Für mich war das mehr so Baggy Pants, irgendwie ein komisches Oberteil und dann bist du Front Row. Aber ich glaube, für die anderen war es ein bisschen anders. Guckt euch mal das an. Versace. Ja, hier bin ich. Guck mal hier, Leute. Dieses Oberteil. Das kracht rein. Das wird jetzt erstmal mitgenommen. Das hatte ich auch schon. Das hatte ich mir als erstes angeguckt. Ey, hör auf mich auszulachen. Das ist einfach die auffälligste Farbe. Und das ist genau genommen. Da dachte ich mir, nee, das ist zu billig. Aber nimm ruhig, nimm ruhig. Wie, Zieh das an. ist zu billig? Zieh an, zieh an. Ey, Digga, ich bin mir so unsicher. Jetzt habe ich ihn noch so doppelt verunsichert. Wie geil. Ja, aber jetzt merke ich gerade, das ist eigentlich ziemlich scheiße. Kommt total auf den Designer und die Fashion Show an. Oh mein Gott. Was ist das denn? Ich habe mein erstes Piece. Oh mein Gott. Es gibt auch noch die Cap dazu. Ich renn. Okay. Guck jetzt hier. Oh mein Gott. Ich nehme das mit. Digga, ich habe einfach einen Poloschläger mitgenommen. Das war war nicht mal zu verkaufen, das ist nur Ausstellung, so Dekoration. Oh, was haben wir denn hier? Wie, gibt's den vielleicht? Das sieht aus wie ein Auto, wie geil. Hey Max, Max, ohne Hilfe. Es gibt nur 5 Schuhe meiner Größe. Digga, du lädst mich ein, die haben meine Hosengröße nicht, die haben meine Schuhgröße nicht. Warum machst du das? Ey, hier hinten der Bre, bester Mann, der hat mir so viel geholfen. Ich bin immer zu dem hingegangen, hab gesagt, Digga, ich bin farbenblind, du musst mir irgendwas geben, was passt. Ich habe immer irgendwelche Sachen genommen, die nicht zusammengepasst haben. Ja, ich glaube, bei Max wird's nicht so gut laufen. Aber hier lächelt mich eine Jacke an, diese Blumenjacke. Der hat die Puppe ausgezogen bei H&M. Im Alsterhaus hat er eine Puppe von H&M ausgezogen. Das ist krass. So, das geht doch schon mal in die richtige Richtung. Ich glaube, diese Hose ist es. Weil ich glaube, die sieht schon sehr so Fashion Week-mäßig aus. Ja, das ist es. Digga. Der ist es auf jeden Fall schon mal. Ist das meine Größe? Ach, der ist angekettet. Krass. Dann heißt das schon mal, der ist viel zu teuer. Warum ist die GoPro Quali so komisch? Das ist doch normal 4K. Weiß ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, die haben so einen Filter drauf gemacht. So einen Fernsehfilter. Oder? Was macht der auf den Preis? Ach krass, der kostet 4K. Okay. Sehr gut, danke. Valentino. Ja, nämlich Valentino. Teuer ist auch immer stylisch. Ich sehe aus wie ein Drogenhändler oder sowas. Wie ein Vollbetrüger sehe ich aus. Betrüger, stimmt. Ich bin wirklich der Betrüger hier im Format. Ey, es ist niemand da. Du hast das komplette alles raus für dich selber. Und ich weiß, ich renne. Und die Jungs rennen nicht und lassen sich Ey, Zeit. da drin ist alles so teuer, ne? Ich habe mir diese Preise angeguckt. Du willst ein normales Shirt kaufen, 800 Euro. Das ist krass. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass 20 Minuten nichts sind. Ich kann aber Ey, niemals... 20 Minuten waren echt kurz. Das Ding ist riesig und du hast keinen Plan, dann rennst du rum und es hat immer gar nicht so viele Pieces. Das war ultra stressig immer. werden. Was halten wir von dem hier? Nehme ich auch mal mit. Ich glaube, ich gehe für das hier. Burberry hat doch so Schäle, Schals, Schalonen. Oder ich nehme einfach das. Dann habe ich direkt Hose und drüber. Ja, das ist der Cheatcode, Digga, wenn du einfach so ein gesamtes Outfit nimmst. Ja doch, das sieht so bescheuert aus, das wird gut sein. Ist das eine Mütze? Das ist hier so komisch, ja. Oh mein Gott. Hört auf. Braun. 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 Alter, wie spiele ich damit einen auf? Es wird das. Ich habe mehrere Outfits hier.
Ich muss mich gleich für eins entscheiden, auch richtig Wie hat er sich mehrere Outfits rausgesucht? Ich hatte keine Zeit. Ich bin nur rumgerannt die ganze Zeit. What the fuck? assi, dass ich mehrere Outfits nehme. Mode bedeutet Mut. Ja. Deswegen gönne ich mir jetzt mal was richtig Mutiges. So, hier, Freunde, dieser Mantel wird mit diesen Schuhen extrem hart reinballern. Wir haben noch 40 Sekunden. Ja, ich musste jetzt alles abgeben. Ja, dann würde ich mich auch mal umziehen. Ich denke, dass Okay. wir etwas sehr Sicheres sehen Guck hier, diese Uhr wollte ich. Odem APG, Royal Oak, Offshore. werden von Sascha. Der wird stilsicher sich präsentieren. Ey, es gucken 180 Leute zu und keiner schreibt was in den Chat. Ich gehe offline. Das größte Risiko wird bei Trimax liegen, weil er größtentechnisch raus, und auch Chat, wirklich. wahrscheinlich geschmackstechnisch ein bisschen einfach orientierungslos unterwegs sein wird. Aber es könnte auch sein, dass Aditoro uns komplett vom Hocker reißen wird, weil er Aditoro, der Modegott. einfach etwas Verrücktes aussucht. Und darauf sind wir gleich gespannt. Okay, jetzt Glamour. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Hosen waren mir viel zu groß. Ich sag, der Fit geht hart. Ich sag, dieser Fit geht hart, Chat. Was sagt ihr? Digga. Mit dem Poloschläger? Ja, Digga, Sascha hat ordentlich einen aufgespielt, das ist krass. Sascha hat immer so krass gematcht. Aber ich kann nicht matchen, wenn ich farbenblind bin. Ich wusste nicht, was grün ist, was beige ist, was orange ist und was braun ist. Es ging nicht. Stellt mit dem Poloschläger den Models noch ein Bein. Digga. Ich finde, no joke, ich bin ja eh so styletechnisch jetzt nicht so der so matcht. Ich finde das geil. Ich würde, an eine Premiere würde ich das anziehen. Ich würde das anziehen. Ich bin da nicht so penibel und sag so, ja, das matcht nicht und so. Ich finde das geil. Ja, Digga. Das ist insane. Also ich sehe, teilweise Digga. wurden die Themen Digga, oh mein Gut. Bei Paul hängt das Schild ins Gesicht. Max sieht aus wie so ein Kind, was irgendwie 4 ist. Und ich sehe aus wie ein Rapper. Aber nicht wie jemand, der an eine Modeshow geht. gut umgesetzt, meiner Meinung nach. Genau, da gucke ich jetzt leider nicht auf die rechte Seite bei einer guten Umsetzung. Also ich muss ehrlich sagen, die Mitte hat mich, was das Thema angeht, nicht den Look an sich, sehr überzeugt. Aha. Also ich finde Trimax erfrischend gut. Ist Trimax hat irgendwas angezogen. Das kostet 10.000 Euro, das Outfit. Und er sagt, ja, also ich finde Trimax überraschend gut vom Outfit her. dadurch, dass alles aus einem Guss, sage ich jetzt mal, hier mit Givenchy ist, eine sichere Nummer. Aber ich finde, steht dir sehr gut. Also ich finde, es ist ein guter Mix aus leger und schick. Natürlich auch durch den Mann. Digga, das hier ist ein guter Mix von leger und schick. Guckt euch mal Max an. Der hat keinen Plan, was er da macht. Kein Plan. Bei Sascha muss ich sagen, also das ist für mich jetzt so der heimliche Favorit, hätte ich nicht erwartet. Ist so ein bisschen dieser Heroin-Schick-Look, auch durch das T-Shirt mit dem weiten Ausschnitt, passt gut zu deinem Typ. Also finde ich, was Thema Glamour angeht, Heroin-Schick. Sascha ist Heroin-Schick, Leute, okay? super umgesetzt. Also ich muss sagen, ich habe auf dich tatsächlich gesetzt. Ich habe gedacht, dass du da den richtigen Weg findest. Das Problem ist, du hast, sagen wir mal, jetzt vom Check her, die Hose mit dem Hemd kann man noch irgendwie durchgehen lassen, aber alles andere ist zu krass gematcht. Der Try, sage ich mal, mit der Tasche, ich finde es cool als Accessoire, aber insgesamt das Outfit, das passt halt einfach so nicht zusammen. Also das ist halt sehr unharmonisch. Ich bin so kein Fan von Mode-Chat. No front an Marc, Victor und Merle. Aber ich finde, man muss mal ein bisschen wegkommen von diesem, es muss immer alles passen. Checkt ihr das, Chat? Oder bin ich einfach dumm? Weißt du, das ist einfach, du hast super viele Muster, was man machen kann, aber es ist halt einfach kein harmonischer Look, wenn man jetzt zu dir schaut. Das ist so ein bisschen unruhig, weißt du? Ja, okay, gut, ich bin auch farbenblind. Was ich meine. Bei Adi ist das so, du hast dich sehr viel getraut und es ist auf jeden Fall ein Look. Aha. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass es schwierig ist für die erste Reihe. Man könnte sagen... Ey, wenn dieses Outfit, ich wurde nur geroastet in diesem Format, ich habe so verkackt. Wenn dieses Outfit Kanye West anziehen würde, alle würden sagen, yo, krasses Outfit. Dann ziehe ich es an und sagen, alles scheiße. Es ist adäquat für Front Row,
aber unter dem Gesichtspunkt von Glamour, du hast halt sehr wenig Glamour mit drin, weißt du? Ich muss sagen, Ja, ich habe das Wort Glamour auch nicht gehört, da habe ich tatsächlich verkackt. das ist hier ein Kunstwerk, was ihr erzeugt habt. Also jeder hat da irgendwie seinen eigenen Stil gefunden. Der eine hat den Vibe ein bisschen mehr getroffen, der andere ein bisschen weniger. Ich muss da ein bisschen bei Marc auch tatsächlich unterschreiben, was die unterschiedlichen Muster angeht. Ich kann mir sogar vorstellen, ohne diesen Hut, dass das Outfit vielleicht besser wäre. Genau. Also ich muss sagen, ich finde es so schon deutlich besser als mit diesem Camouflage-Hut noch dazu. Weil dann ist da ein bisschen weniger los, aber trotzdem irgendwie noch genug. Ja, Sascha, cleanes Outfit. Also irgendwie war das so ein Sascha sieht aus wie Taylor the Creator einfach. bisschen zu erwarten. Ich hätte mich Aber gefreut, bei wenn Sascha fittet's auch geisteskrank, muss man sagen, ne? Diese Anzüge bei Sascha, Digga, mashallah. vielleicht auch noch mal ein bisschen, ne? Ja, habe ich auch Bisschen gesagt. aus dir raus. Ein bisschen mehr trauen. Ich habe Bisschen mehr hab trauen. unten in der Umkleide noch eine Überraschung, aber nur nicht für diese Rubrik. Einfach Okay. ein Zweiteiler, naja, okay. Vielleicht, was ich noch ganz Wie Max ihn so low-key roastet. Digga, ich habe Autos Ja, okay, stimmt, er hat auch einen Zweiteiler. Er hat einen Dreiteiler, der hat sogar noch die Mütze. an als Schuhe. Mach dir mal einen Begriff. Ich auch. Ich sehe aus, als ob ich für Kopfgeld jagen gehe. Das Ding hat 8 Gänge. Trimax, Max, solides Outfit. Also ich muss sagen, hätte ich nicht von dir erwartet. Er aber zieht irgendwas an und die feiern das komplett ab. Da studierst du 5 Jahre Mode. Max zieht irgendwas an. Aber ich find's geil, ich find's sehr geil. irgendwie passt es. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich von dieser Mütze halten soll, weil das Ich gibt finde die Mütze geil. Die Mütze gibt den gewissen Kick, Digga. mir so ein bisschen, Ich finde, das schon nochmal so eine Lässigkeit da rein. ist auch Ja, eine over the Lässigkeit, top, ja. ne? es Weil ist ein der- bisschen Ja, ja, Max wirkt auch dadurch nochmal so 20 Jahre jünger, wie so ein 7,5-Jähriger. Also ich sag ganz ehrlich, wenn du so rumläufst, ich finde, das steht hier. Also jetzt auf komplett ernst gemeint. Ne, es ist halt extrem, ja. Ja. Also du siehst halt direkt aus wie ein Zuhälter so, ne, vom Ding her, aber naja, ansonsten steht's dir. Du würdest es wahrscheinlich so nicht privat machen, aber man kann es machen und es ist auf jeden Fall ein Look. Ja, gut, Steht kostet für ja dann was. auch 15.000 oder so, ne? Yo, Schere, Digga. Einmal wurde nur über mich geredet, danke. Seid ihr bereit für die zweite Challenge? Und zwar, hier haben wir Partnerlook mit dem Wuff. Finde das perfekte Outfit zu deinem Hund. Dafür haben wir 4 verschiedene Hunde ausgesucht zu euren Persönlichkeiten. Ja, das ist eine und geile ihr Runde. müsst quasi ein Outfit zusammenstellen und stylen, was zu diesem Hund passt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann Textur, man kann Farbe, man kann auch allgemein die Aura des Hundes Man kann Textur, man kann Farbe und die Aura des Hundes. Okay, merkt euch das mal im Hinterkopf. stylen. Und ich würde sagen, wir fangen als erstes an mit Trimax. Dafür haben wir eine sehr passende Hunderasse ausgewählt, die ich glaube sehr gut auch einfach, das ist ein Fit, würde ich sagen. Digga, was soll das denn? Ich hasse so einen Hund. Das ist mein Hasshund. Max, hol dir doch mal deinen Hund ab. Oh Gott, ihr wisst doch, wie sehr ich Pudel hasse. Ich hätte nicht mal gewusst, dass das ein Pudel ist. Ey, ich liebe Hunde außer Pudel. Warum? Hast du Absicht gemacht, ne? Nein, ich habe damit nichts zu tun. Digga, wenn einer von euch eine Bulldog hat, bin ich stinksauer. Als nächstes widmen wir uns der Person aus der Schweiz. Du hast die Ja. Möglichkeit, ganz neue Wege zu gehen und sogar ein bisschen edgy zu sein. Ich glaube, von der Auswahl her ist es einer der passendsten. Also ich kann mir keinen besseren vorstellen. Das ist einmal dein Hund. Der Hund bin ich. Was ist das für ein Hund, Alter? Was ist das für ein Kackhund? Ich habe den angeguckt, dachte mir, what the fuck? Was ist das? Die geben mir so einen Drogendealer, Bahnhofs, keine Ahnung, was das für eine Rasse ist, Hund. Und ich muss jetzt den nachmachen. Der ist ja alles gemischt. Geil. kleiner Streuner. Super. Kein Plan. Nice. So gespannt, was Ja, okay, ich probier's. Dann kommen wir jetzt zu dir, Paul. Bei dir haben wir einen Klassiker gewählt in der Hundewelt. Und gerade wenn man sich so, sage ich mal, das Gesicht des Hundes anschaut und auch so zu deiner Aura, ist es einer, der passt zu dir, weil es einfach ein liebes Kärtchen ist. Und hier, das ist für dich. Golden Retriever. Die sind echt süß. Die sind echt süß, aber die sabbern immer so geisteskrank hier über dieses Haar runter. Das ist ja toll. Da habt ihr meine schlechte Bewertung von eben wieder gut gemacht. Der ist so süß, Paul. Von den, sage ich mal, vom Ja, Körperbau passt zur her, Pflege. sowie auch von dem, was Ey, ich hab actually auch gehofft, dass ich einen Berner Sennhund bekomme. Dachte ich, dass die mir so einen Berner Sennhund geben und dann muss ich irgendwas dazu machen. der Hund ausstrahlt, hast du hier die Möglichkeit, mit kleinen Sachen auch zu glänzen. Das hier wäre deine Hunderasse. Ey, es ist der Dackel. Es ist einfach der Dackel. Okay, ist aber gut. Das ist gut. Ich habe echt kurz gedacht, Windhund, der hätte ich heftig einen aufgespielt, aber den Dackel nehme ich. Gut, dann freuen wir uns auf eure Outfits. Ich geh los. Okay. Vielen Dank euch. Es geht los. Okay, ich habe einen Hund. Okay, Freunde, die Zeit läuft.
Also ein Dackel ist ja relativ, also wenn er jetzt einen Trenchcoat auspackt, dann ist schon... Trenchcoat, was ist ein Trenchcoat? Das ist ein Dackel. Wenn du das hier anziehst, dann bist du instant ein Dackel. Okay. Ist schon gut zum Dackel, weil das auch optisch verkürzt das ja die Beine. Jo, Tobi, was geht? Halt so ein genau, also das ist ja auch so, ist ja richtig Klischee. Ey, ich sag euch eins. Ich habe den Dackel bekommen. Und ich kann sogar einen langen Ach so, musst du zu einem Dackel einen Trenchcoat anziehen, weil die Beine so kurz sind und dann sehen die Beine kurz aus, oder was? Mantel anziehen in braun, würde ich behaupten, weil der zum Dackel schon sehr lässig ist. Plus ein langer brauner Mantel macht auch kürzere Beine. Ah, check. Und ein Dackel hat kurze Beine. Bei Paul würde ich mir wünschen, dass er wirklich so ein Sonntagsoutfit macht. Ja, weißt du? genau, so ein netter Oversized Kerl. Hoodie, Ja, genau. Vielleicht noch so ein so dicker Strick, so ein Ja. sehr Braucht grober sich Strick. eigentlich gar nicht Er braucht nicht verkleiden. viel zu machen. Nee, Also- genau. Das stimmt. Da ist der Süßi. Das ist wirklich... Ich fühle mich richtig geschmeichelt. Ich werde mich diesmal Farben gleich anziehen. Ja, das ist... Oh. Jetzt habe ich was entdeckt. Hoffentlich geht das diesmal nicht in die falsche Richtung. Aber das ist doch mal geil. Hey, ich habe einen Hund. Ich weiß nicht, was der Hund für eine Farbe hat. Also ich finde, dieser Hund sieht ultra aggressiv aus. Und ich habe mich probiert, aggressiv einzukleiden, okay? Ich gehe rein. Der sieht mir aber auch so ein bisschen böse aus, dieser Hund hier. Ja, Ne? der ist sehr Ich böse. habe oben krasse Der Teile ist sehr in der böse, der Frauenabteilung Hund. gesehen. Oh, hier ist doch direkt schon mal... Hier ist doch die... Ach, das sind Wärmflaschen! Scheiße, ich dachte, das wären perfekte Mützen. Das sind Wärmflaschen. So ein Scheiß. Das passt eben auch zu meinem Hund. Aber ich lege mir jetzt erstmal ein paar Sachen hier hin. Ich gehe jetzt los. Ich mache das diesmal geordnet. Ich mache das diesmal mit Strategie, mit Köpfchen. Und diesmal werde ich besser abschneiden. Weil das eben war ja wirklich eine grausame Zumutung für alle Leute. Ich muss auf jeden Fall Ist es ein Kampfhund? Ich weiß nicht, ob es ein Kampfhund ist. diesen Schuhakzent. Guck mal, links vorne ist weiß. Ich muss einen linken weißen So. Schuh anziehen, okay? Und dann irgendwie so eine Kette. Ich brauche so eine Kette. Also es muss auf jeden Fall so ein bisschen aggressiv sein. Der Hund ist so ein bisschen so... Dann haben wir noch Trimax. Bei Trimax Was krass ist, weil ich ziehe mich wirklich komplett gegenteilig an zu aggressiv. Was ich eigentlich cool finde, weil ich wollte bei dem Format mal so Sachen anziehen, die ich eigentlich sonst nicht so anziehe. Und ich glaube, bei diesem Outfit ist es mir eigentlich gelungen. Okay? sehr schwierig. Ich habe selber keine Idee, wie ich das jetzt stylen würde. Ich würde vielleicht auf die Textur gehen von dem Hund, dass man so ein bisschen... Ich mache einfach weiß und flauschig, wie der Hund. Das geht hin. Guckt euch das an. Einfach einen schönen langen Mantel. Zack, dann mache ich mir noch kurze Beine damit. Wundervolle Sachen sehe ich hier. Schau ich mal hier so ein Senja, Größe 52, was auch immer das bedeutet. Ich verstehe immer nur, wenn es L oder XL ist, aber 52, ja, nehmen wir auch. Boah, shit, ich bin farbenblind. Jetzt habe ich ein Problem. Ist das braun hier? Das hat olivgrün. Ist das braun? Das ist sehr braun, ja. Okay, die brauche ich. Direkt hier oben Ja, aber an ich der habe keinen Plan gehabt. Ich sehe da keinen Unterschied, ne? Das ist krass. Treppe ist eine Schaufensterpuppe. Ich glaube, das ist Damenkleidung, aber die hat das gleiche Fell wie der Pudel. Geht das? Könnt ihr euch das anziehen? Ja. Einfach nur umgehangen? Das ist geil, Genial, Digga. das nehme ich schon mal. Das ist so geil. Danke. Es soll schlicht sein. Ich habe es mir fest vorgenommen. Ich bleibe schlicht. Ich Wie viele bleibe Leute waren eigentlich da? Also meinst du beim Dreh? 10, 15? schlicht. So eine Hose hier. Ach, Digga, was sind denn das für Größen? Ich check's überhaupt nicht. Länge, ja, komm. Bumm. Hast du schon mal so eine Farbenblindbrille probiert? Habe ich probiert, aber hat nicht funktioniert. Hat gar nicht funktioniert. Ich habe genau gleich Scheiße gesehen. Ich glaube, ich gehe mit der helleren. Also ein Top und Jacke habe ich schon. Ich brauche jetzt nur noch... Ich glaube, um 21 Uhr haben wir das gedreht, relativ spät. Also wir waren auch alle schon gut müde, weil Sascha, glaube ich, vorher schon 4 Videos gedreht. Wir haben ein Video gedreht und am Morgen waren Frege und ich auch noch in Hamburg unterwegs. Also war schon relativ spät. Hose und Schuhe. Eventuell noch ein kleiner Grünstich rein. Wenn ich einen kleinen Grünstich drin habe, habe ich gewonnen. Das ist schon klar. Oh mein Gott. Niemals. Das ist das beste Oder? Ja, ich habe gewonnen. Ich traue es mir nicht zu sagen. Ey, ja, die Verkäufer, ne, die mussten alles wieder zurückräumen. Wir haben da alles so ausgeräumt, links, rechts, und die mussten alles wieder zurückräumen. Die haben mir echt leid getan. Aber Kuss geht raus. Ich habe aber heftig gewonnen tatsächlich. Ich muss ein weißes Hemd, irgendein weißes Hemd muss ich anziehen oder ein weißes Shirt. Wir machen uns hier gar keinen Stress, meine lieben Freunde. Wir gehen hier ganz gemütlich durch. Die anderen sind total am Schwitzen. Und ich mache hier mal eine ganz lockere Nummer. Fuck. Aber diese Runde ist echt schwer. Habe ich schon gesagt, dass diese Runde schwer ist? Diese Runde ist schwer. Ich habe mein komplettes Outfit. Oh mein Gott, ich habe schon von Paul
einen heftig eifersüchtigen Blick bekommen. Guckt euch diesen Blick an. Ich habe mir vorgenommen, dass ich nicht wie eben, wie so ein Weihnachtsbaum hier rumläufe, sondern dezent und elegant. Und du gehst auch schon wieder in die Richtung. Houston, we have a problem. So ein Riesenladen und keine weißen Shirts. Das ist Ey, ich wollte ein weißes Shirt, die hatten keine weißen Shirts da. Nix. krass. Ach, Digga. Ach, ist das eine Scheiße schon wieder. Ich sehe schon wieder aus wie ein Arschloch. Ich sehe schon gleich, guckt euch das an. Weißt du, ich will hier den netten Jungen aus der... Zu deinem Hund könnte so eine fette Bomberjacke passen. Ja, das habe ich gesucht. Ich habe keine Bomberjacke gefunden, aber sowas Ähnliches. Nachbarschaft gehen. Aber wartet mal ab. Das ist es also nicht. Ich hoffe, das ist hellblau, Hier. aber ich weiß nicht, ob es hellblau ist. Weil dann hätte ich hier Das ist die smart. hellblauen Akzente von den Augen, die ich noch reinmachen würde. Freunde, Mission Hose kaufen. Hose holen. Hose. Oh, die Hose hier, was haben wir hier? Weiß Cord ist krass. Oh, was? Die Cord ist echt super. Oh. Hier, sowas. Digga. Hat der echt diese Schuhe angezogen? Einfach so eine Schlange an den Füßen. Das ist Mist. Ja, Digga, Sascha ist immer auf einen winterlichen Herbst-Look gegangen. Der hat einfach so das angezogen, was er sonst anzieht. Jo, guck mal, das ist mein Outfit zum Hund. Ich suche seit 20 Minuten Sascha. Sascha! Komm jetzt mal her, ich will das jetzt hier machen. Ich bin jetzt einfach mal nett. Wenn ich was Geiles gefunden habe, Ja. ich habe einen fucking Pudel in Braun, der zu dir passt als Accessoire dazu. Oh mein Gott. Ja, gib ich Das ist mein Dackel. Ich würde ihn als Accessoire rocken, weil du noch mal einen Dackel hast. Die haben hier einen braunen Lederdackel. Mehr fit geht nicht. Und jetzt warte ich noch eben auf meine Schuhe. Ich habe diesen Dackel, glaube ich, mal meiner Mom geschenkt zu Weihnachten. Ich muss lächeln, wenn ich da oben ankomme. Ich muss lächeln und wirklich auch diesen Hundeblick versuchen. Okay, Alexander McQueen. Guck mal. 3.800 €. Diese Was? Jacke, die ist doch hart, oder? Die passt doch zum Hundchat, oder nicht? Ali Sisi, wir sind da. Wir haben das Outfit, Leute. Guck mal. Hund. Guck mal. Okay, ich erkläre euch das jetzt, was meine Gedanken waren. Blaue Augen war der blaue Akzent auf dem Shirt. Das weiße hier ist das weiße Shirt. Drüber so eine braune, aggressive Jacke. Dann hatte ich eine Kette um, die sieht man leider nicht so krass im Video, aber ich hatte eine Kette genommen. Dann dieses rote Ding hier, habe ich einen roten Schal angezogen. Links vorne ein weißer Schuh, rechts ein normaler Schuh. Boom. Outfit in sich ist scheiße, aber ich habe den Hund gut nachgemacht. Und ich dachte, um das geht's in der Runde. Scheiße, Mann. Und jetzt guckt. Muskulös, blaue Augen, Kette, linke weiße Tatze. Das bin ich. Also no joke, dieses Outfit, finde ich, geht sehr hart. Das geht sehr, sehr hart. Ist irgendwie cozy, sieht gemütlich aus, finde ich krass. Warte. Ich würde nie im Leben sowas anziehen. Aber ich finde, für die Challenge ist doch voll gut. Ich habe mir echt Mühe gegeben bei dieser Runde. Ich habe mir echt viele Gedanken gemacht. Ich habe jedes kleine Detail beachtet. Finde ich gut. Aber Max ist am krassesten tatsächlich. Also, fresh sieht's nicht aus, meines. Aber für die Challenge ist es gerecht, I guess. Sitz. Komm, mach Sitz. Okay. Vielen, vielen Dank für die Umsetzung. Ich muss sagen, wir sehen hier sehr, sehr viele schöne Outfits und auch besser als in der ersten Runde. Wenn ich ein paar Highlights rauspicken würde, würde ich sagen, zum einen, Sascha, dein Pullover ist wirklich eine 10 von 10. Das ist ein toller Match zu dem Hund. Dieses, sage ich mal, klassisch konservative ist wirklich toll gewählt. Auch hätte ich nicht mit gerechnet, Trimax hat auch hier wieder... Guckt mal Trimax an, warte. Guckt mal Trimax an. Jo. Finde ich wirklich sehr, sehr bedacht gewählt, sehr, sehr gut. Überzeugt, absolut überraschend und finde ich eine interessante Umsetzung. Ich muss sagen, ich bin dieses Mal auch sehr geflasht. Das sind alles irgendwie stimmige Looks. Overall, auch so die Farben und so. Also ich finde, da spiegelt sich schon irgendwie der Vibe vom Hund sehr gut drin wieder. Also stärkstes Outfit, auch wirklich 800% Steigerung zu der Runde davor, die wirklich aus meiner Sicht katastrophal war, aber umso besser. Ich schließe mich Marc auch gerne an. Ich finde Fregis Outfit wirklich geil. Saschas Outfit könnte auch ein normales Sascha-Outfit sein. Das hier von mir sieht halt einfach insgesamt katastrophal aus. Und Trimax finde ich auch wieder geil. Also Saschas Pullover auch für mich so das Highlight-Piece, also hat mich auch abgeholt.
Sehr, sehr gutes Outfit. Bei Adi muss ich sagen, also ich bewerte das Ganze ja nicht, wie gut du den Hund jetzt in Klamotten nachmachen kannst, sondern für mich... Ich dachte, das ist die Challenge. Für mich ist da wirklich so, steht da die modische Komponente und ich finde das diesmal zwar nicht so schlimm oder nicht so ein Ausreißer wie in der ersten Runde. Er fand mein Outfit in der ersten Runde noch schlechter als in der zweiten Runde. Das ist krass. Aber hier, das ist auch, ich finde es grenzwertig. Ja, die anderen haben... Grenzwertig. Grenzwertig, mein Outfit war grenzwertig. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Jojo, dein Outfit ist scheiße und grenzwertig. Bei uns zu ein bisschen mehr Zustimmung gefühlt. Eher den Vibe gecatcht. Also ich hätte bei dir beispielsweise, Adi, ich hätte das gefeiert, wenn du auf so eine aggressive Schiene... Digga, das habe ich nicht verstanden. Victor, Bro, nur Liebe geht raus. Aber ich zieh doch nie so eine Jacke an. Diese Runde hat mich echt abgefuckt. Also nicht böse gemeint so, ne? Aber ich dachte echt bei dieser Runde, ich habe einen aufgespielt. Diese Jacke ist in meinem Verständnis für Mode aggressiv. Bomberjacke wäre Punkt gewesen. Ich dachte, das ist eine Bomberjacke, Digga. Ich habe noch nie eine Bomberjacke getragen. Ich dachte, das ist eine Bomberjacke. Also ich finde, mit meinem Blick hier, ich habe auch extra so geguckt, hier dieses Ding, dünne Hosen, fand ich von meiner Wahrnehmung aggressiv. Bei dieser Runde war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Gegangen wärst, also so nach dem Motto aggressiver Hund, aggressives Outfit vom Vibe. Ich habe mit dieser Jacke probiert, aber... Ja. Sieht eher aus, als würde sie jetzt echt eine Runde Country reiten gehen. Ja. Das ist doch nicht Country. Ey, no joke, Jury, fickt euch. Aber ich muss sagen, diese Runde hat mir sehr gefallen und sind super Sachen mit dabei. Unter anderem sind auch super Sachen mit dabei. Wir kommen zur nächsten Runde und damit auch die letzte Runde. Ich bin momentan letzter. Ihr könnt noch mal alles zeigen, was ihr denn so könnt und das Thema bitte. Das ist tatsächlich mein Lieblingsthema heute. Wir hatten schon einen Kandidaten eben, der hat sich so ein bisschen in die Richtung... Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich war im Dreh zu diesem Zeitpunkt so nicht abgefuckt, aber so ein bisschen so, ja, jetzt letzte Runde, jetzt juckt's auch nicht mehr. Da war ich so, Digga, jetzt muss ich mir auch keine Mühe mehr geben, weil erst hätte ich eh nicht mehr werden können, auch nicht mehr Zweiter. Dritter vielleicht. Ich bin eh schon am Ende gewesen. Orientiert, deswegen jetzt könnt ihr euch alle mal ein bisschen damit beschäftigen. Wir haben ja auch den ein oder anderen Musiker unter uns. Das Thema ist, ihr seid Rapper und ihr sollt euch zu eurer Release-Party von eurem neuen Album ein Outfit zusammenstellen. Das wird das Thema und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Das Motto. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich habe ein Album released und ich muss mich passend zu meinem Album als Rapper kleiden. Jetzt gibt es natürlich ein paar Marken, die bringen einen richtig doll nach vorne. So, Freunde, Rapper. Wir gehen Volley zu Balenciaga, ne? Okay, Leute. Problem ist, ich bin momentan Letzter, das ist das Problem, aber ich bin auch Musiker. Das Fiese ist, Adi ist Musiker, Sascha ist Rapper. Ich bin Musiker, ich habe einen Song gemacht. Ich habe einmal Füllkrug auf einer Bühne vor ein paar Leuten performt, jetzt bin ich Musiker, scheiße. Ich hätte jetzt als ersten Gedanken mir mal ein Thema ausgesucht, das heißt, was für ein Rapper bin ich? Und dann würde ich schauen, dass ich da die stärksten Charakteristiken rausarbeite. Paul und ich machen dieses Jahr beim ESC mit, das heißt, wir sind Musiker. Menschen bauen Raketen, um dann auf dem Mars zu leben, doch hey, heute ist mir der Himmel zu weit. Gut. Und jetzt, also wir sind zwar keine Rapper, aber wir kommen nah dran. Wie wir einfach sagen, wir machen beim ESC mit, obwohl wir nicht mal beim ESC offiziell mitmachen. Und jetzt, meine lieben Freunde, würde ich... Ja, ich hätte hier das Outfit von der ersten Runde anziehen müssen. Aber dann hätten sie gesagt, nee, das hast du in der ersten Runde schon benutzt, kannst du nicht machen. Mir erstmal eine Farbe auswählen, weil mir ist oben aufgefallen, Farben. Ich gehe jetzt einfach auf die Farbe Blau, weil ich schon eine blaue Cap geholt habe. Die Hose ist... Ach, da vorne ist das. Die Hose... Schwarz, kann ich schon mal mit allem zusammen machen. Sehr oversized, machst du nichts falsch. So, wir müssen mal gucken, was mir passt. Was tragen Rapper für Schuhe? Was sind Rapper-Schuhe? Ich nehme einfach die gesamte Puppe, Digga. Aber das sieht nicht aus nach einem Rapper, Digga. Scheiße. Das sieht nicht aus wie ein Rapper. Grüezi. Okay. Was für eine unfaire Sache, du bist Rapper, Sascha. Sag einfach, dass du Rapper bist. Wo bin ich Rapper? 1000. Was 1000? Ja, das ist ein Song, aber da bin ich schon lange kein Rapper. Bro, du bist Rapper, du chillst immer mit Sido dein ganzes Leben. Scheiße, die Hose ist viel zu groß. Ach du Aber große Hose ist grundsätzlich gut für einen Rapper, I guess. Scheiße. Bro, ich sehe aus Cheers, wie Leute. Obelix. Oh mein Gott, das ist Max seine Hose. Aber andererseits geht die halt auch deswegen komplett dumm, ne? Ich glaube, man trägt es heutzutage so. Ich muss es dabei belassen. Ja.
Ich brauche wieder ganz heftigen Gürtel. Ich glaube, meine GoPro ist da irgendwo ausgegangen. Und zwar ganz, ganz heftig. Was kombiniert man mit Blau? Keine Ahnung. Ich habe eine coole Hose. Und ich hoffe, dass... Oh ja, blaue Akzente. Freunde, das ist meine Hose. Ich bleibe jetzt einfach auch bei Blau. Ansonsten... Die Hose ist echt geil, ne? Was trägt ein Luciano? Was trägt ein Capital Bra? Was trägt... Wer rappt denn noch? Kollega, was trägt der denn? Ich habe gerade keine Ahnung, was die tragen. Zieht ein Rapper eine Collegejacke an? Fuck. Adi muss jetzt auch reinhauen. Adi muss reinhauen. Ich habe keinen Plan. Ich bin Scheiße. so lost. Zieh ich den... Mann, fuck, ich hab so verkackt. Und Victor hat noch vorher gesagt, ja, es könnte sein, dass Adi der Favorit ist, weil ich so, nicht modisch, aber so, ich ziehe schon manchmal so ein paar Sachen an, die so ein bisschen in diese Richtung gehen. Und die anderen nicht, aber ich habe geistkrank versagt. Kann schon sein, wisst ihr? Ich wollte eine Cap eigentlich einplanen, die ist weg. Ich habe eine Hose, die ist komplett Opium. Die Schuhe passt nicht rein, die sind viel Aber ich muss sagen, Sascha hat richtig einen aufgespielt. Den hätte ich nicht erwartet irgendwie. Aber Sascha hat wirklich krass einen aufgespielt da. Nein, leider. Mir wird gerade ein Schuh gebracht, aber ich frage den auch noch an. Leute, was sagt ihr? Eigentlich wäre eine Bomberjacke geil. So eine dicke blaue Winterjacke oder auch... Ja doch, blau jetzt einfach. Ich mache jetzt nur noch blau. Deswegen gehen wir mal weiter und gucken mal. Aber es darf nicht lieb sein. Das ist eben immer wichtig. Als Rapper bist du nicht lieb, sondern du hast ein bisschen dieses Bad Boy-Image. Ich brauche was Schwarzes. Ich will ihn komplett schwarz wie Playboy Cardi. Oh mein Gott. Ja. Ich würde die Schuhe einfach nehmen. Die sind sehr, sehr geil. Ich hoffe einfach, dass Max dieses Mal keine Mütze anhat. Wobei... Scheiße. Die Cap ist zu klein. Ich kann nicht größer stellen. Hier ist ein Klauschutz hinten dran. Ein Klauschutz. Digga, also Frege sieht no joke aus wie Capital Bra. Es ist insane. Vielleicht noch ein anderes Oberteil. An alle, Es ist insane. an alle, die an mich glauben, ich habe euch in dieser Rubrik zu 100%. Also wirklich zu 100. Hier gehen wir nicht zu. Gibt es dort eigentlich eine Sportabteilung? Gab es nicht. Wir konnten nur in einem Stock auswählen. Und ich glaube, da war kein Sport. 100%. Das sind 100. Rapper, okay. Okay, wir haben hier einmal Moneyboy, geisteskrank. Oder Will I Am oder irgendwie jemand sowas. 50 Cent. Ist es so 50 Cent auch? Ich weiß nicht. Okay, Marc Gebauer hat gesagt, man muss sich einen Style aussuchen, einen Rapper. Und da muss man in diesem Rap-Dings, muss man es perfektionieren. Ich habe Frankfurt Assi-Rap genommen, Tracksuit, Ober-Unterteil, Rucksack, Mütze ins Gesicht, Sportschuhe, Digga. Das ist doch ein 1:1 Rapper-Outfit. Oh my God, what you saying? Aber Frege ist krass, Digga. Frege ist krass. Digga. No joke, auch mit den Haaren, er sieht aus wie Moneyboy. Siehst aus wie ein 12-Jähriger, der zur Schule geht. Digga, ich wollte halt so Trash-Rapper nehmen. Aber Frege ist krass. Und Digga, Sascha komplett einen aufgespielt. What the fuck? Digga. Ich weiß auch nicht, wo der diese Sachen gefunden hat, ne? Ich weiß nicht wo. Was geht ab? Macht mal in Berlin. Ich finde es wirklich interessant, was wir hier sehen. Digga, sehe ich scheiße aus. Zwei von euch stechen sehr positiv Nee, Sascha ist nicht UK. Sascha ist komplett Opium, Digga. hervor. Wer? Der Rucksack ruiniert alles. Du sagst, das Outfit wäre geil, wenn ich den Rucksack nicht hätte. Die gehen doch immer mit einem Rucksack auf die Bühne. Die ziehen doch einen Rucksack an. Meinst du Moneyboy? Ich meine Moneyboy zu Du links. meinst wahrscheinlich mich, oder? Nee, ich meine Capital Bra und Yeet, Playboy Cardi, Digga, es gibt so viele Rapper, die einen Rucksack auf der Bühne anhaben. wen auch immer wir da vor uns haben. Aber guck mal auf die Details, Leute. Ich habe zwei rechte Schuhe. An meinem linken Fuß ist ein Schuh für den rechten Fuß. Hat's nicht mehr gehabt. Jo, zieh ich an. Die beiden, finde ich, haben es sehr, sehr gut getroffen. Adi, auch interessant. Ja, ich wollte eine Bauchtasche finden und dann habe ich nur den Rucksack gefunden. Das war tatsächlich so. Casablanca, neue Lieblingsmarke, haben wir eben hier schon analysiert. Ich muss tatsächlich sagen, das Outfit von der ersten Runde hätte ich, glaube ich, jetzt passender gefunden zu dem Motto Aber bei dir. ich hab's nicht nochmal machen können. Das stimmt. Aber also ich muss sagen, Max, von der Größe abgesehen, irgendwie, du könntest auch so ein 16-Jähriger sein. Ich finde, Frege hat diese Runde gewonnen. Ich bin nicht so Opium-Fan, Frege hat diese Runde gewonnen, Digga.
Der ist das erste Mal in seinem Leben so ein bisschen so Streetwear entdeckt hat. Ja, in der Runde, wenn wir auch mal wieder so ein Lieblingsteil rauspicken, extrem schwierig zu kombinierende Hose, die du hast. Es ist Digga, auch wie er die Jacke trägt, ist insane. Mir würde nichts anderes einfallen, wie man die Hose so nehmen könnte, weil es ist einfach zu laut. Aber du hast schon geschafft, Ja, zu laut. das in diesem Thema zumindest unterzubringen. Ob man so rumläuft, das ist was anderes, aber ich finde, das ist schon auch sehr... Das ist wirklich der Rapper, der gerade seinen Durchbruch hat, also auf das Thema bezogen wirklich... Es sieht wirklich aus wie Capital Bra mit den Stirnfranzeln, ne? Also ich finde es sehr, sehr stark. Ich bin wirklich begeistert, ganz ernst gemeint. Also so persönlich würde man natürlich nicht so rumlaufen, aber auf das Thema bezogen, das ist so dieser abgedrehte Codein-Rapper, der jetzt seine Neureich. Also Genau das war die Idee. Und bei Sascha muss man auch sagen, hat sich komplett verändert, hat aber auch ein Thema von oben bis unten, ne, die Tasche mit den Schuhen zusammen und dem Lederoberteil ist gut. Und Adi, ja, also wie du... Sehr solide. Ja, sehr solide. Ja. Solide! Dankeschön. Ja. Ich ziehe irgendeine Kacke an. Ja, sehr solide, also wirklich sehr solide. So, jetzt Bewertung. Mit der letzten Runde haben sich noch mal einige Veränderungen ergeben. Insgesamt habt ihr uns verzaubern können mit den Outfits und überraschen Ja, das war wirklich so Typebeat, und Adi war auch da. können. Es gab auch tatsächlich eine Person, da war es sehr schade, dass das erste Outfit so grottenschlecht war. Muss man wirklich... Wäre das nicht gewesen, wäre eventuell auch ein anderes Ergebnis hier zu verzeichnen. Vielleicht fangen wir mit dem letzten Platz an. Muss ich jetzt hier... Oh, wer? Also Wer ist es? Wer ist es? Ja, okay, ich verkünde es. Habt ihr eine Vermutung? Nee, Adi. Nee. Adi. Gut, weil da liegt ihr absolut richtig. Adi, du bist leider letzter Platz geworden. Schere, Leute, Schere. Gratulation. Ich habe geisteskrank verkackt. Ich sage immer noch, zweite Runde okay und erste Runde auch okay. Letzte habe ich mir keine Mühe mehr gegeben, aber trotzdem Schere, Digga. Ich dachte, es geht mehr. Vielen Dank. Wieder mal reingeschissen. Danke fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Manchmal kommt das Beste auch zum Ja, Schluss. ich habe deswegen. mein Bestes gegeben. Nächstes Mal mache ich besser. Platz Nummer 3. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe dort wirklich gemerkt, dass ich keinen Plan habe von Mode. Ne? Ich bin nur bei diesen Sachen, die ich anziehe, kann ich so ein bisschen was machen, aber sonst, Digga, ich bin so raus. Ich ziehe meine Baggy Pants an, ein geiles Shirt, ein Hoodie, fertig. Haben wir in dem Fall Teilnehmerurkunde, ja. den guten Max, immer Max auf dem dritten Platz? Nee. Finde ich tatsächlich zu tief, glaube ich. Glaube ich. Sehr gut. stark. Danke, dass du letzter geworden bist, ne? Ja, alles gut. Marc hat es gerade schon angerissen. Auf dem zweiten Platz haben wir Paul. Ja, okay. Ja, Paul, bei dir ist das echt schade, dass die erste Runde wirklich so reingeschissen hat. Weil Ich fand sein Outfit in der ersten Runde auch gar nicht so schlecht, aber das zeigt halt auch irgendwie, wie Mode so Geschmackssache ist, ne? Ich hätte jetzt beim ersten Outfit von Frege gesagt, Fashion Week, finde ich passt, finde ich geil. Kann man instant so hingehen mit dem Outfit, aber die haben Mode studiert, deshalb haben die mehr Plan. du hättest den ersten Platz machen können. Das Outfit muss... Bist du competitive, sahst nicht so happy aus über den letzten Platz. Nee, ich war schon ein bisschen abgefuckt beim Dreh. Aber ich weiß nicht wieso, ich war auch turbo müde und alles, aber ist auch egal am Ende. Muss man auch dazu Ich meine, lieber letzter Platz als zweitletzter. sagen, aus der letzten Runde dein Rapper-Outfit, das ist das beste Outfit von der Bewertung her all in. Hat die höchste Bewertung bekommen. Wir waren wirklich verzückt, also auf das Thema bezogen war das echt nahezu perfekt umgesetzt. Ja, und dementsprechend der Gastgeber ist ja logisch. GG. Genau, also bei Adi haben wir 14, Max hat 18 Punkte, 14 Punkte, guckt euch das an. Paul 19 und Sascha 22. Okay, Leute, ich glaube, bei so einem Format ist es ja geil, wenn du ein bisschen was machst, was nicht so ist, was du sonst anziehst. Oder für mich ist das so ein bisschen der Sinn vom Format, okay? Deshalb Sascha, sorry, hätte ich wahrscheinlich auf die 2 getan, weil Sascha, finde ich, war immer relativ nah an seinem Style, die er sonst schon hat. Checkt ihr? Das ist jetzt nicht so, finde ich, meiner Meinung nach krass experimentell rausgegangen. Ich aber jetzt auch nicht so krass. Ich hätte wahrscheinlich, einfach weil es so funny war, Max auf die 1 gemacht. Ich hätte wahrscheinlich Max auf die 1, Frege auf die 2, Sascha auf die 3 und mich auf die 4 gemacht.
Weil ich habe einfach reingeschissen. Aber das wäre meine Bewertung. Ich würde jetzt gerne auch eine Bewertung da lassen, falls euch das Video gefallen hat. Vielen Dank an alle Teilnehmer und nochmal an die Jury, dass ihr heute da wart. Ich hoffe, ihr da draußen hattet richtig Spaß. Checkt gerne das Alsterhaus ab, aber am besten bei den Öffnungszeiten und nicht so wie wir nach den Öffnungszeiten. Und ich würde sagen, Leute, passt auf euch auf, macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao. Geiles Video, Digga. Sehr, sehr geiles Video. Grüße gehen raus an Sascha. Vielen Dank für die Einladung. Nächstes Mal ziehe ich mich besser an.